Ja, guten Tag, liebe Lü. Wir sind wieder einmal auf der Weserfähr von Nordenham nach Bremerhaven. Und wir haben von Tagen wieder ein Fährtag platt. Ich habe mir einen Gast aus Friesland einladen. Das ist Wolfgang Busch. Wolfgang Busch ist der plattische Beauftragte im Landkreis Friesland, zusammen noch mit einem Kollegen. Mit denen will ich mich über Plattisch unterholen. Und ich hoffe, das war eine interessante Begegnung. Ich kenne Wolfgang Busch so lange, da wollte ich wohl sagen, das klappt bestimmt. Ich freue mich auf Wolfgang Busch. Moin, Wolfgang Busch. Ja. Ganz aus Friesland, aus Vorl ist er hier nach Nordenham gekommen. Wolfgang, herzlich willkommen. Ich bedanke mich, dass du an mich gedacht hast, wenn wir über Plattdeutsch schnacken dort. Wir beiden an Plattdeutsch beauftragen, sind ja dort für zuständig, dass darum werden verbreitet wird. Cool. Und wenn du einen Sender hast, dann müssen wir auch vor das Tag greifen. Ganz genau, so habe ich mir das gedacht und wir wird aus dem Betten über unsere Arbeit unterholen. Über unsere Arbeit als Plattdeutsch Beauftragte. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich natürlich ein paar andere Fragen. Du bist Plattdeutsch aufgewachsen, oder? Ja, Öllernhus aufgewachsen, aber ich bin 43 geboren. Als ich nach Schule kam, habe ich Öllern, ich bin Nachkömmling. Da habt ihr auch noch gesagt, mit den Jungen will ich Hochdeutsch, die kommt nach Schule. Aber mir hat der Plattdeutsch immer unheimlich viel gebracht. Und mit einem Öllerhuhn habt ihr Öllern miteinander Plattdeutsch schnackt. Und von daher wird das so, das ist so ein Sprach. Und dann habe ich noch bei Gemeinde, ich habe ja Arbeit bei der Stadt nachher. Da wird das immer so, dass ich mit den Buren gut klarkommen kann, weil die Plattdeutsch schnacken kann. Da muss hingehen an Wolfgang Busch, der kriegt halt wohl hin. Das wäre immer die Idee. Gut, du hast mir die nächste Frau zum Betten vorweggenommen. Du bist ja so was wie eine Institution in Vorl. In der Friesische Weide auch. Bist ja, wohnst jetzt auch, wenn man das genau nimmt, nicht in Vorl, sondern in der Friesische Weide in Bobenstroh. Nee, das hört auch noch zu Vorl. Ja, das hört zu Vorl, aber du bist ja nicht bloß bei der Gemeinde werden, sondern du bist eben auch Stadtdirektor und dann irgendwann Bürgermeister werden in Vorl. Ja, also wenn man überlegen, ich habe 1960 bin ich in die Lehre gekommen, da gibt es noch 2 Gemeinden, da gibt es Vorderland, weil noch eine Stadt Vorl wäre und 72 Gebietsreform. Und so habe ich mich immer abgearbeitet und bin irgendwann dann Wahlbeamter geworden und zuletzt noch als Bürgermeister. 5 Jahre habe ich dann noch meinen Dienst gemacht und damit kann man sagen, vom Auszubildenden, nennt man hier noch Lehrling, bis zum Bürgermeister, das gibt nicht so oft. Aber da bin ich in Vorl und da habe ich viel gebracht. Also das heißt also, du konntest mit den Buren gut klarkommen. Aber hätte die plattische Sprach in Amt eine Rolle gespielt, oder? Also wie gesagt, vor der Stadt ist schon mehr städtisch. Aber drumherum, all die Ländereien, das ist Plattdeutsch. Und das ist das, wo noch mehr Plattdeutsch schnackt wird. Oder viel mehr Plattdeutsch schnackt. Und das beste Beispiel habe ich, wie mag ich Plattdeutsch Frühstück in der Kark. Da kam der Pastor mal an und sagte, ich wohne in einer Karkengemeinde, wo die alle Platz schnackt. Ich kann das nicht. Können wir uns nicht mal zusammensetzen? Siehst du, und da mag wir das nur als 4 Jahre. Und das ist so gut, dass die Leute alle zusammenkommen und sich freut auf die nächste Veranstaltung, die das ansteht. Wo willkommt ihr? Zwischen 80 und 100 Leute. Um Dienstagmorgen wieder, jedes Vierteljahr, da gibt es ein Frühstück und dann mag der Pastor, erst hat er mich wieder alle vorlesen, weil die dann die Inleitung machen, da brücke nun nicht mehr, also in der Vierteljahr hat er gebracht. Ja, und dann mag wir so ein Programm, da kümmere ich mich drum und so läuft das. Gut, ich treffe die Leute voran, ich bin da immer bei, also eindrucksvoll. Ja, du hättest auch mitmachen. Das ja. ist gut. Ich wünsche dir noch Leute, die dann mitmachen, Leute. Nicht? Ja, und wir eindrucksvoll vor allen Dingen auch deswegen, weil Tom Brok, der heute Pastor in Büppel, jetzt anfängt, Platt zu schnacken. Ja, das ist so. Wie gesagt, ich käme da oben und sage, Mensch, wenn ich noch Jubiläen komme und Geburtstage, sind die alle am Platz schnacken und ich kriege da nichts von mit. Können wir nicht mal, und so ist das Ganze kommen. Seit wann bist du, ich sag das mal so, in Ruhestand? Seit 2006. Oktober 2006 wird Schluss mit der Stadt. Da habe ich meine Zeit rum.
Wir gehen 46,5 Jahre und da käme die Zeit, wenn du November, Dezember, Januar, weißt du nicht, was du zu Hause anfangen hast. Und du hast der Landkreis Friesland das Stelle Plattdeutsch Beauftragte. Also im Landkreis Friesland wollen wir das Plattdeutsche pflegen und wollen abbringen. Und da habe ich gesagt, bewarf die Mann. So, und da sind wir hingekommen und da habe ich vor 2 Plattdeutsch Beauftragte in Friesland kriegen, weil wir uns in Friesland das Südfriesland, wo ich herkomme, Vorderfriesische Rede, und das Nordfriesische, Friesländische, das ist also praktisch auf Sand und Wangerland erworben, was zum Betten auch noch aus Frisch gegangen. Da habe ich lange Jahre Georg Schwitters hat und nun habe ich aber einen Kompagnon mit Hermann Wögen. Da. Und ihr macht das jetzt zusammen, ehrenamtlich, als die meisten Plattdeutsch Beauftragten. Wo ist Ihr Arbeitsschwerpunkt? Was macht ihr? Wir haben ja in der Zeit erstmal versucht, an die Schulen ranzukommen, an die Grundschulen, um da Unterricht anzubieten. Und wir haben auch praktisch, kann man sagen, in Friesland gut dadurch Lüge gewonnen, die auch das Plattdeutsche mit übertragen können. Das sind eigentlich keine Pädagogen, aber mit den Jugendlichen oder mit den Kindern in der Grundschule Plattdeutsch zu schnacken ist ganz wichtig. Und so haben wir den Anfang. Auch in der Kindergarten so wie drin. Und das nächste, was wir jetzt macht, habe ich in Vorjahr, da bist du auch noch in der BBS. Da geht ja nun los, dass die Pflegeklassen in den Altenheimen genau weht, da hat noch Plattdeutsch schnack und da müssen wir das vermitteln. Also so habe ich das versorgt und habe dann auch dadurch gewonnen, den mitmachen dort. Ja, und das ist einer der Schwerpunkte, der macht wie immer alle 2 Jahre eine Plattdeutsche Weg. Ob der Plattdeutsche Weg komme ich noch, aber vielleicht können wir noch mal über das schnacken, was in der BBS passiert. Ja. In der Berufsschule. Also Plattdeutsch in der Ohlenpflege. Ja. Sag mal die Lü, warum das wichtig ist. Also ich weiß das von eigener Erfahrung, wie habt ihr in Altenheim hat in Langendamm gehört zu der Stadt, wenn du da hinkommst und schnackst mit den Bewohnern, Plattdeutsch, dann wird die Welt in Ordnung. Und ich weiß auch, dass meine Mutter, die damals wäre, hat sich immer gefreut, wenn jemand sauber zu machen käme im Zimmer und ein paar, wenn mit der Plattdeutsch schnacken. Das habe ich in der Schule mittlerweile begreiflich machen können. Und dort will wir richtig tüchtig an arbeiten, auch die Oldenburgische Landschaft unterstützt uns dort tüchtig bei, dass wir das hinkriegen. Ja, wir sind, also ich darf sagen, wir sind da ja gemeinsam auf dem Weg. Ja. Und ich bin da auch gewesen in der Berufsschule in Vorl und habe da ja auch mit den Lü Plattdeutsch zum Betten gemacht und habe dir erzählt, wo das geht und wie man da Plattschnacken lernen kann. Da war eben deutlich, wo wichtig das ist. Genau. Und vor allen Dingen, also an der Stelle mit wie noch eigentlich viel mehr morgen. Ja, wir sind nicht so einfach ranzukommen. Ich muss schon erstmal mit dem Schulleiter das klar kriegen. Aber die Klassen, die kämen irgendwie, weil wir mal so ein Symposium gemacht haben, Plattdeutsch in der Pflege. Da werden Schulklassen von der BBS in Vorl dabei und die habt das begräben. Da gibt es ja in Wildeshusen eine BBS, die hat ja richtig ein Programmpunkt. Und dann müssen wir jetzt versuchen, in Vorl oder auch noch mehr hinzukriegen, denn das ist ganz wichtig, dass die mit der Ohlenlü in Erde vertraute Sprache schnackt wird. Gut, wir sind da gemeinsam. Ja, ich versuche das mag das in Brauk, ja. Du magst das in Vorl, die in Wildeshusen sind, viel weiter. Ja, der hat vor allen Dingen eine Kollegin, die das kann, aber in Vorl hat die auch eine Kollegin, die das kann. Das ist das Problem. Aber ich kann dir sagen, wir haben in Brauk einen Kollegen, einen Germanisten, das ist ein richtiger plattdeutschen, ganz junger Kerl, der ist über 30 Jahre. Also, wir müssen dranbleiben und ja. Ja, dann haben wir eine von uns Hausaufgaben und dann haben wir noch Böcke gebracht, habe ich dann nochmal mitgebracht. 53 Planten und Blumen in Friesland und 22 Vogels in Friesland. Dann habe ich gemacht, als Plattdeutsch Beauftragter, da mitwählen, das ist original Tecken worden. Wir haben das also praktisch übersetzt in Plattdeutsche. Und das findet großen Anklang auch in den Schulen, weil wir die Brücke vergeben haben an die Schülerinnen und Schüler. Das mit den Vogels habe ich abkicken von Jo. Und wir haben das in der Zwischenzeit fertig. Ich bin just die letzte Zeit viel unterwegs gewesen in Schulen in der Wesermarsch und habe diese Broschüre festgestellt. Das kommt an. Also es macht Spaß. Ich habe auch allerletztes Mal eine Fortbildung hat mit Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben auch einige davon wie ein Ute Wesermarsch. Ja. Und wir haben darüber schnackt, wenn man die Broschüre insetzen kann. Da was morgen, da kommt was in den Gang. So, trotzdem, Wolfgang, die Frau, was würdest du dir wünschen, wenn du noch so 3 Wünsche open hast von der Oldenburgischen Landschaft und auch von den Landesregieren in Hannover, in Niedersachsen? Was würdest du dir wünschen? Da wieder in erster Linie hinkriegt, dass Plattdeutsch als Pflichtfach irgendwo insetzt wird. Wenigstens in bestimmte Fächer kannst du das machen und dass du dort die Chance kriegst, dass das als Pflichtfach geht. Die Öller müssen das fordern, dann ist auch ja so ein Punkt. Und die Kollegen oder Lehrerschaft müssen mitmachen. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wir gesagt haben, wir müssen was Rut bringen. Die Oldenburgische Landschaft unterstützt uns auch. Wir möchten in Oldenburg jetzt ein Bildband bringen wie Rut.
Und zwar, wo alle Motive drin sind, in Schwarz-Weiß. Für die Altenheime, wo wir das machen, rutstellen mit wenig Text, damit die das mit den alten Leuten nochmal in Erinnerung kommt. Da war früher noch ein Turf graben, Husschlachten, all diese Dinge sind da ändert auf Korn gegangen. Das sind so die zweite Punkt. Und die dritte ist, dass wir gesund blieb und dass wir solche Leute, als du, an uns sieht, die das bitte verbringen dort. Ich freue mich durch die, dass du in Wesermarsch einsteigen wirst. Wir kennen das und wir tun es immer all und ich denke, das scheint nicht so bleiben. Gut, und Schluss will wir noch ein bisschen Werbung machen für Use Plattdeutschwegen. Ja. Wann ist Jone und was habt ihr für? Use Plattdeutschweg findet vom 24. September bis 3. Oktober statt. Der Landkreis von uns, da müssen wir sagen, unterstützt uns der Bannibi. Die schrift all, die mit Plattdeutsch was zu tun hat, an. Vereine, Heimatvereine, all die was mitmachen wird. Die wird auffordert, ein Programm zu machen. Die Auftaktveranstaltung ist bei uns in Hodomosil an den Sommern. Und dann geht das praktisch die ganze Weg mit Programmpunkten. Wir bringen eine Broschüre durch. Und dann geht das die ganze Weg, und die Karten wird inbunden. Auch deswegen das Erntedankgottesdienste. Und das ist das, was in den letzten Jahren, wir haben das jetzt das 5. Mal auf Programm, also alle 2 Jahre. Und da kommt man nicht gut an und das Interesse ist da. Und da war wir jetzt für. Gut, dann kann ich die Lü in der Wesermarsch sagen, das lohnt sich noch Vogel zu führen, aber es lohnt sich natürlich auch denn ein paar Wochen lauter in der Wesermarsch zu bleiben, denn am 16. Oktober fängt wir dann an und wir haben nicht bloß eine Weg, wir haben das Jahr sogar 2 Wegen, nicht wie wir mehr machen wollen, sondern wie wir versuchen wollen, das Beten untereinander zu kriegen, aber wir fangen mit so ein paar Leuchttürms heavy dabei. An 16. In der Moorseer Mölln geht das los mit Wolfgang Grieg, der lässt uns in Hörburg, Peter Lorenz, wie Abuk hier was für. Und Andi Heger kommt noch. Ja, du hast schon gute Leute, die da richtig genau. haben können. Ne? Und Andi Heger kommt noch in Hamm und Matthias Stürwold, den Plattischbuhr und Schleswig-Holstein, der kommt noch Brock. Also, der kiegt auch von vorne noch mal tot, der komme ich auch, kiek mir das Boller mit an, weil das unheimlich gut ist. Wir haben das erste Mal auch für deinen Tag gehabt. Das streckt sich dann hin, aber jetzt können wir das um eine Weg und werden beschränkt. Aber macht Spaß, ist wichtig und das geht ja nun an, und freut mich. Und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens da, oder? Wolfgang, schönen Dank. In diesem Sinn, ja. Ich wünsche Ihnen noch ein paar vergnügte Dorf. Wir sind jetzt, oder eine feine Tit, wir sind jetzt gegen Bremerhaven. Ja. Vielleicht geist du von der Fähre runter und magst du noch ein paar feine Stunden hier in Bremerhaven. Ich führe nachher mal mit drauf, wenn meine Frau auf Daisy bleiben, wo die eine Radtour machen. Und ich habe mich dann auch auf einen Träger von dem Auto. Und dann gehen wir noch ein bisschen in der Natur. Wir bleiben in der Wesermarsch. Dann führt hier in Wutjauding. Kommt wie ein Tass Kaffee denn. Irgendwo holen wir an, essen und trinken heute oder so. Alles Gute wünsche ich dir. Und dann kann man Platz schnacken. Ja. Und ich kann dir sagen, jeden Sonntag komme ich nach vorne auf dem Wegenmarkt und freue mich immer, dass ich da und ja. platt mir die Lüste. Und da traut man sich am Wegenmarkt, bei uns ist ja wunderbar, da muss man ja sagen. Allein die Angebot, was da ist und die Leute, wie gesagt, miteinander. Ich gehe da gerne hin, mag Spaß, wenn da ein oder andere Truppen da ist und kannst du mir Platz schnacken. Hans, in diesem Sinne, alles Gute wünsche ich dir nochmal. Schönen Dank. Sehr toll, ne? Liebe Leute, das wäre aus Plattisch Talk, Fair Talk für diese Tät, unseren Gast wäre Wolfgang Busch. Vor.